Willkommen bei Dreckstart der Lützeburgischer Gaming Show auf YouTube. Wir sind froh, dass der Haut nächstes abschaltet. Und wie immer mit dabei sind den Mike Orlowski. Hallo. Und den Hinkel. Hallo. Voilà. Ja, das war eine gute Woche. Wir haben viele neue Sachen rausgekommen. Oh ja. Du hast ein Video gemacht gehabt, Mike. Ja, okay. Ja, ich hatte Black Ops, ohne Kommentar. Okay, das gibt es einfach nicht dabei gequatscht. Ich habe versucht zu weisen, der Schnitt noch mehr unten am Black Ops 3. Das ist Protze wegen uns zu was. Ich soll ein Video machen. Ja. Ja, und da hat man noch Diskussionsraum. Ja, da war Freude, als ein zweiten Teil von der Diskussionsrunde rausgekommen. Und das war das Thema Sexualisierung von Frauen und Videospieler. Und ja, da hatten wir auch immer gut so dabei. Genau. Ja, und gestern hast du mein kleines erstes Video, einen Eindruck über Mad Max rausgekommen. Spiel hat mich beschäftigt. Absolut, also da wird gucken. Ja. Voilà. Also, das ist schon ein Intro für heute und dann kommen wir zu den News. Fallout Monopoly. Richtig heieren, am November kommt eine Edition von Monopoly raus am Stil von Fallout. Das wird Bethesda offiziell dann bestätigt. Dummer 30 Fallout an mit Assassin's Creed, mit Legend of Zelda an mit World of Warcraft. Leider ist allerdings noch nicht bekannt, ob die Monopolies Version dann auch außerhalb von den USA wird verkauft gehen. Ja, Monopoly. Monopoly. Ja. Noch immer. Immer ein Spiel, wo ihr gerne spielt, für sich gegenseitig Stunde zu hassen. Das zerstört Freundschaften, das Spiel. Das ist cool, dass aber auch nicht nur nach der klassischen Monopoly mehr, aber effektiv mal angepasste Versionen einfach mal gibt. Ja. Wie es geht auch von Adventure Time, du sollst doch die von Legend of Zelda dann los. Oder wo die Titanfall so ein Fallout. Das ist natürlich auch ein gutes Business-System für sie, für die Leute, die schon 3 Monopoly-Spieler daheim gestohlen haben, dann nach ihm zu kaufen, weil du am Fallout geht, was du fern hast, weißt du. Und du bringst Leute, die das Spiel nicht kennen, du bringst die irgendwo noch mal dabei. Ja, das ist nicht wie wenn Schiedverein Monopoly spielt, dann sieht, wow, Fallout, weil das da nicht jemand Spiel kaufen. Nee, weil du das Spiel kennst, aber weil du einfach irgendwie dann in der Sammlung willst. Ja, Fallout Monopoly kaufst du, was du Fallout-Fan bist. Ja, so weißt du, Geldmacherei. Der Schwein. Und trotzdem geht man aber... Ich hätte auch gerne Fallout Monopoly. Ich meine, die Chance ist aber klein, dass man kriegt. Ja, aber das ist schwer so. Ja. Du kannst das immer bestellen. Ich meine, Amazon hat es nicht geliefert. Also in Europa. Zelda war auch gekommen. Ja, das ist irgendwie von denen, den ich gespielt habe, ob Silvester. Das ist mein Silvester. Immer flott, ob Silvester. Findest du so mal, wenn du Comedy dabei bist und dann weiter spielen. Silvester beim PJ daheim? Nee, das war nicht bei mir daheim. Da haben wir Kollegen. Ja. Das ist schon rausgegangen für Silvester aus dem Haus. Ja, für Monopoly zu spielen. An den anderen Haus. Aber voll okay. Ja. Gut. Konami sollte nicht ein bisschen mehr negativ an den News. Lo war ja sicher eine gute Woche für sie, weil Metal Gear Solid 5 released ging und noch überall durchgehend ziemlich gut Kritik gekriegt. Aber Konami hat natürlich einen Absetzen. Auf Twitter hat Hideo Kojima einen Tweet geretweet von einem Fan und das war ein Bild von Metal Gear Solid 5, was der selber gemacht wurde, Fanmade-Bild von Metal Gear Solid 5 und den Hideo Kojima hat das cool gefunden und das Retweet. Direkt drauf hat Konami ein Copyright-Claim drauf gemacht und das doch von Twitter dann aufhören gelos. Ja, so Fans rüsseln den Kopf, verstehen nicht das Verhalten und haben am Internet unlängst den Untergang von Konami vorausgesucht. Ja, wir haben ja auch. Ja, also das ist ja wirklich lamentabel. Ich meine, ich hatte dann gesehen. Ja. Kann ich ja immer über Copyright-Sachen streiten, das ist ja okay, aber du gehst da nicht hin und du bist... Da kommen sie lösen rüber, wie so klein verbrüten kannst. Das du schaffst nämlich für eins. Ach, da sind sie lösen, man sich wirklich lächeln. Ja, da habe ich mich auch gefragt, ob es
schon nicht gesehen, ob es das andauernd machen oder ob das just beim Kojima war. Naja, das wünsche ich mich auch direkt gefreut. Sie und ihn bestimmt als favorisierten Tweeter. Ja. Nur für VC mehr, dass sie direkt können reagieren. Das ist schon schlimm. Weil wenn du abs hast, dann sehen wir just von hier mit involviert. Ja. Also das wirklich, also für mich ist das Hauptwort dabei ist einfach total Unprofessionalismus. Ja. Du verscheißt da ja alles als Firma. Ja. Wir brauchen Pachinko, ne? Pachinko, das ist hier super, ja. Wahrscheinlich. Ja, aber das soll einfach abhalten. Ich freue mich auch mal, ob Metal Gear und nicht von den letzten großen Spielern, die sie auch verkauft kriegen. Mal die Menschen online schon gesagt, also natürlich schon Metal Gear Solid 5 sich so genug. Ja, natürlich. Das wäre vielleicht, was sie bei der Firma liefern. Genau. Und ich gesehen noch ein bisschen so, scheinbar, wenn sie natürlich logisch von der Spielreise können, das muss ich unbedingt spielen und das für Konami, sind nicht ganz ehrlich, sind nicht okay, die seht, ah ja, nee, ich präpariere nicht. Ja, definitiv, ich spiele ja jetzt Spieler. Voilà, ist mir schon aber auch ein bisschen gefühlt, du wärst auch nicht so viel Gutes kommen. Ja, aber Pachinko, ja, gibst du so, ich kann Metal Gear Pachinko Automat. Wenn wir dann noch Besuch kommen, muss man da an Münster gehalten. Ja, genau. Boah, Konami. Brauchen wir nicht mal weiter darüber zu schwätzen, das ist auch zu blöd. Gut. Den Jimmy Kimmel. Den Jimmy Kimmel ist bekannt Late Show. Ja, genau den. Den Jimmy Kimmel, das ist ein bekannter Late-Night-Show-Moderator in Amerika. Er hat sich bei den Gamer ein bisschen unbelebt gemacht. An einem Sketch hat er gesagt, er ging Leute, die Streamer nur gucken, nicht verstehen, er gibt den ganzen Sinn, du hast nicht verstehen, wie ich kann einem nur gucken bei einem Videospiel spielen. Und hat dann ein bisschen den Gag mit ihnen gemacht. So, das Video haben sie auf YouTube abgeladen und den hat entretant dann über 75.000 Daumen unten und auch Tausende, Zehntausende von Kommentaren drin. Viel hundert E-Sports an Streamen probiert zu verteidigen und noch ein bisschen zu erklären, was dann der Reiz daran ist und so. Leider haben da auch ganz viel echter lamentabel Kommentare eben gepostet, wie das dann eben noch so ist. Aber voilà, für darum gut zu machen, hat Jimmy Kimmel dann sich die zwei bekannten YouTuber, den Markiplier und Mrs. May, angeladen und hat mit ihnen zusammen ein bisschen gespielt, so Rocket League gespielt. Und sie haben sich auch ein Video geguckt von dem Mrs. May und voilà, für ihn das Ganze ein bisschen Minute zu bringen und zu erklären, was dann der Reiz ist. YouTube launched a new video network yesterday where you can watch other people play video games. For real, the whole network. It's called the We Should All Be Very Ashamed of Ourselves for Failing as Parents channel. Actually, it's called YouTube Gaming, and I don't get that. To me, you know, watching another person play video games is like going to a restaurant and having someone eat your food for you. Just if you like them, play them. But I guess I'm getting old. When I was a kid, you only watched other kids play video games when you ran out of quarters, and then you'd stand there. But apparently, there's big money in this. And one of the top video game players is a guy named PewDiePie. He reportedly makes $4 million a year doing this, which is funny because that is precisely how much you would have to pay me to sit through one of those videos of somebody play. If you're a video game player who likes to watch other video game players play video, well, the problem is, where does it end? YouTube is launching an exciting new service, YouTube Gaming. With YouTube Gaming, you can watch other people play the hottest new games. Awesome. Nice shot. But what if you want to watch the people watching the people playing the video games? Well, get ready for YouTube's Watch Watch. I think something cool just happened. But wait, there's more. If you want to watch people play video games, check out YouTube Third Watch. I have no idea what's going on. And we're not done yet. With YouTube Almighty, you can watch all those people being watched by God himself. What the HE double hockey sticks is this? I've created a race of idiots. The YouTube Gaming Suite. Watch it, dummies. Nice shot. Ja, bei den Dokason das war schon viele Leute direkt nur von Google so tun, dass los hier und nicht schrecklich weißt du? Ja. Der Punkt dass du einfach schon Menge war jetzt relativ simpel manst den Anfangsreiz zu verstehen, ob du ein Fußballmatch guckst oder ob du ein Videospielmatch guckst.
den Ufangsreiz aus dem mal dieselbe. Natürlich verstehe ich, dass die Leute so, ja, mein Fußballmanager ist real und der Spieler ist nicht okay. Aber dass du einfach nicht mehr, du guckst einem nur bei einer Aktivität. Ja, liest Kommentar gemacht eine kleine Witz. Das ist ja auch Medien. Ja, voilà. Natürlich. Von hin persönlich von schon noch sein, schon das Ganze auch geguckt an. War wahrscheinlich so schlimm wie nee, so schlimm war nicht. Also zum Beispiel, wenn es dem einfach am Kopf behältst, dass er Comedian sein Job also den Gag zu machen und so. Und dafür finde ich auch gut von Schmengen aber der Grof von den Leuten, die geschrieben haben entweder verschiedene ich fand schrecklich viel Fluchtwörter geschrieben, aber wenn er weiß, wo ich fand, wo es als Mensch im Internet in der WS checkst, dass das so Expresser, also wie ein Angry Video Game Nerd. Ein oder andere mit das okay beleidigende Mensch und so. Mehr leider war noch eben viel das Internet noch viel ganz jung mit Sicherheit. Trauen sich eben ja, voilà. Im Internet kannst du sehen, wenn du willst. Ich frage mich, so viele Leute schließen deren Idioten. Dass du Shitstorm können das auch voraussehen. Ich meine, so geht das immer. Also für einen, wenn einer in seiner Position ist, der sieht, was du bist und Fettnäpfchen getroffen hast, da können eine Flutwelle von Comments. Das ist auch ganz normal. Ich bin mir auch sicher, wie dass ihr ein ganzes Team, was die Sendung möchte und so weiter, dass ihr nicht stehen. Das sind die wussten, also du siehst auch verschiedene Junker und so weiter an denen Teams, die waren sich sicher und mir zumindest ein Mose bewusst, dass sie dadurch Shitstorm kriegen. Was hat das ganz gemacht? Zwar 75.000 Daumen nur innen. Die Shows klickst du. Ja, und nach viel mehr Klicks, ne? An der nächsten Sendung konnten sie immer Segment dazu bringen, hatten sie immer Material, weißt du, konnten verschiedene Kommentare viel lesen und dann konnten Leute lachen, ne? Ja, ob das Szenario so geplant war. Nicht geplant mehr. Ja, final wann selbst sieht, da kommen an du können Shitstorm, da hört er direkt Manager an, ich weiß nicht wen, da könnte man muss nächste Woche ein bisschen am Umwelt, also Leute anlösen für das Spiel, ja, bla bla, das ist ganz normal. Außerdem von Pardon. Außerdem von hin selbst sieht, von hin selbst sieht, dann ist es ja auch direkt, weißt du, wie man es so. Das ist ja auch Reklam dann. Von so wie hin oder ich weiß nicht, wenn Comedian sind nachgehen, absolut Stefan Rau, also wen auch immer. Von denen überhaupt das Gag mich, das ja auch ein bisschen eher so, also nicht in dem Fall mehr. Von denen persönlich mit der Gag mich, dann ist das eigentlich. Nee, nicht dich erwähnt, das ist ja aber das ist klar. Naja, das, wenn du der Rabu geschnappt hast, war ja zum Beispiel schon reinke, wohin ein bisschen Gag machen und man dir in seinem einer Bar, ich weiß nicht, wo es war, ob Sylt oder irgendwas. Und die Bar hat nur gepumpt. Ja, vielleicht sind alle hin. Genau. Die Bar, die beim Rad genau. Trotzdem, egal wer eine Reklame möchte, also schlecht, also gut Reklame. Es gibt keine schlechte Publicity. Wie erwähnt, also das ist schon gut. Rapidolo auch Rocket League gespielt, da muss ich nochmal in Rocket League ja, steht für immer stehen. Ja, das ist ja auch ein gutes Spiel. Ja, definitiv. Ja, muss ich sagen. Ja, und dann nach ein bisschen mehr Klang Nachrichten haut, 2 neue Release-Datume sie bekannt gehen, an der das World of Warships, eine Art Free-to-Play Online-Schiffe versenken, am Stil von World of Tanks und auch von denselben Developers Wargaming. Das Spiel könnt ihr offiziell den 17. September raus. Und dann haben wir auch noch Wildstar. Wildstar hat mir schon letztes Jahr geschwärzt, dass ein Delo auf Free-to-Play umstellen. Maya Carbine wird dann auch do offiziell rausgehen, dass der 29. September die Free-to-Play-Version dann online geht. Und dann nach 2 Videospielen Film, News, Gerüchte noch schaffen 20th Century Fox an Churning Entertainment unter Entwicklung von einem Mega Man-Film. Mega Man-Film. Boah, jetzt ein Mega Man! Riding on Cars! Ich spiele uns noch nicht kann. Ja, Riding on Cars! Ego-Raptor. Ja. Muss man den Link abblenden, komm mal. Ja, natürlich. Ich spiele uns nicht kann. Was ist das? Das Spiel, World of Warships. Ja. Das ist so kleinen Arcade-Amusement. Das ist wie World of Tanks, just mit World of Tanks, wo du sind, ne? Ja. Und das ist effektiv der Zahl, wo du dann dein Schiff hast. Ja. Und du kannst auch, du kaufst dein neues Schiff, du upgradest dein Schiff und dann kannst du am Team gehen, ein anderes Team. Wie viel World of Tanks? War das nicht ein Free-to-Play-Spiel? Ja. Okay, World of Warships. Okay, cool. Ja, all hier, das World of Warplanes haben sie auch. Okay.
unheimlich schön. Das ist auch. Ah, ja. Ja, das das war ist das nicht semi-realistisch halt. Weißt du, das halt Ja, Schiffer, weißt du, das ist nicht Rocket League Chips, weißt du. Das, ja. Nee, du warst wirklich. Okay. Ich habe ein bisschen ein der Beta gespielt, das ist nicht schlecht. Also, das ist so free to play, weißt du, von daher. Ja. Das Ja, Free-to-Play ist und das ist auch der Mega Man-Film. Oh, ich blenke immer von einem Thema. Das ist egal, das ist so viel weiter. Der Mega Man-Film freue ich mich, ob den abgeht. Ja, natürlich. Das ist immer so riskant. Das ist Voilà. wie der beste Beispiel, das ist ein Dragon Ball. Der Ja, Film ja. ist schrecklich. Also der Tisch unbedingt von der Film rauskommt, dass das gut ist. Nee, Also üblicherweise üblicherweise sind ich echter pessimistischer gestartet und hier könnte ein neues Film zu einem Videospiel genauso wie die Menschen sind auch raus wenn der Videospiel zu einem Film Ja, mit das weißt du schon drauf gepolt, Voilà. dass du schlecht umso mehr cooler sind, wenn sie dich dann natürlich überraschen, ne? Ja. Film lo bemol, wenn er geniale Mega Man, ich wünsche mir das, ne? Also, das wäre ja cool, ein geniale Mega Man Film. Mir auf der anderen Seite kann das so schief gehen. Du können sie nur einen 23-jährigen super schönen Schauspieler holen, dem wirst du irgendwelchen halt ein Dinger und Piu Piu. Du kannst so viel. Jump and shoot, jump and shoot, jump and shoot, jump and shoot, man. Jump and shoot, so man. viel verscheißen dabei. Das ist auch schwer so, dass du nach nicht bekannt, zum Beispiel weißt du nicht, wird es wirklich ein Live-Action-Film, wird ein animierter Film, geht ja auch ein animierter Film sein. Das ist nicht so rein. Ja, gesehen, was da kommt. Ja, das Kauf gut Film. Ich finde Silent Hill mega cool. Genehmt. Den nächsten. Den Den zwei. zweiten war schon. Ja, aber der war auch schon mal das gesehen. Budget, offensichtlich mal das Budget da. Und der war ein bisschen überflühen mit den Ehen, und ich wirklich cool fand. Wirklich mega cool. Der war auch ziemlich, was mich überrascht hat. Den ersten Film, wo auch wirklich nur im Spiel war. Ja. Der wirklich weit spielt praktisch war, auch von der Story her. Ja, und auch die ganze Atmosphäre war da. Auch von den raren Filmen, ich gucke ja nicht so gerne so Horror-Sachen mit. Ja. Den ersten Silent Hill-Film und ich auch gesehen und ja, wirklich ich fand, der war wirklich gut gemacht. Also. Du hast ja nicht gesagt, dass du einen Borderlands-Film könnt. Ah ja, Den ist auch konfirmiert, wir sind noch nicht viel mehr. Ja. Aber ja, die können anscheinend doch. Wie ist der Lionsgate. Lionsgate, ja, das war's nicht. So ging das klingt auch nicht schlecht. Was Wie den Stil hinkriegt vom Spiel? Ja. Ja, also Ja. ich hoffe, dass Das ist ein geiler Film. Wäre geil Steampunk, alles dran, das wäre so cool. Ja. Also bei Borderlands gibt es das wirklich Mega Redneck-Film. Ja, also der tut schon mal eine Potenzial. gute Basis, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber eine gute Dann, Basis für richtig zu verpacken. Voilà, dann haben wir nachher engläscht auch Filmnorisch zu Videospieler. BBC hat dann einen Trailer rausgebracht für einen Film, den sie rausbringen, einen Fernsehfilm, und zwar über Grand Theft Auto. Der Film heißt The Game Changers und dreht sich um die Geschichte von Sam Houser, der Co-Founder von Rockstar Games. Der wird gespielt von Daniel Radcliffe, den wir ja gut kennen als Harry Potter. An den Jack Thompson, ein Advokat an Videospielgegner, der gespielt wird von Bill Paxton. An den hat sich an der Zeit ein Kreuzzug geliefert gegen Rockstar Games an GTA am Allgemeinen. Voilà, der Film der soll dann nur rauskommen. Auf der Website von der BBC steht geschrieben, dass sie die Autorisation haben von den GTA-Macher. Lo hat dann aber Take-Two Interactive, das ist die Mutterfirma von Rockstar Games, die haben direkt einen Plan gelöscht gegen BBC wegen der Copyright-Verletzung. Aha. Du fräst du dich dann, weißt du hast BBC, hast du noch nicht irgendeinen kleinen YouTuber, pardon. Aber, wie könnt das, dass die auf ihrer Seite schreiben, ja, Autorisation von der GTA, und die so, nee. Ja. Plus freue ich mich, dass ja schon ein Trailer, das ist ja nicht nur der Plan. Der Film scheint ja dann quasi demnächst fertig aufzusehen. Ne? Dürfen sie da oder dürfen sie da nicht? Für Namen von Rockstar so, ja? Nee, Rockstar sollte ja nicht unbedingt, ja. Also, auf der Website von BBC steht einfach, dass sie die Autorisation von den GTA-Macher holen. Gut, Rockstar als GTA-Macher, aber hier ihre Firma als Take-Two Interactive. Ja, okay. Das heißt, kann ja sehen, dass Rockstar ja so, mir gibt mich auch wundern, wann sie das dann intern sich da regeln, Rockstar Interactive ist das klingt kann noch sehen, also da just Spekulation, dass das ganz geplant war, dass sie zum Beispiel so okay,
Rockstar holt die Autorisation ging Ja. und dann Take-Two Interactive wird dann gesagt, warte mal, wenn sie damals schon gut am Gang sind, also wir mal nee, und dann mussten sie jetzt zugehen. Ja. Für dass ihr habt ja. ja weitermachen, weil wir Ja. recht nicht so und dann sind halt das 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 in Amerika, richtig. da ist das immens krass ja. Das ist richtig Konkurrenzkampf die ganze Das Zeit. ist auch auch was richtig. in den Gerichtsgeschichten da, die wissen schon ganz genau, wie sie strategisch dafür Ja. gehen. Kann natürlich geschehen, als Schüssspekulation, also Ja. von mich schon nicht von Gute, du hast mehr. Die Gerüchte. So sagt Oh, man das immer haben wir direkt vielleicht nie nicht, rein, wie wirklich die Anwälte genau da, ist. Leute hat Nee. die ganze die ganze Leute. Hauptsache der Film können. Ja. Weil ich muss auch so, ne, ich fand nicht interessant, aber Das klingt mega cool. Die Also Idee klingt ich schon mal nie, richtig aber es ist schon die Geschichte gar nicht bekannt, von denen, dass du so etwas Großes dann war. Das weißt du. Und, Ja. Gegner, also ich weiß, dass GTA immer Gegner hat und halt, Selbstverständlich. mir das wird voilà, so eine große Geschichte, die auch verfilmenswert ist. Ja, das kann auch gut gepaffert sein, die eine kleine Geschichte kann auch gut gepaffert gehen. Ja. Film, Ja. Auf jeden Fall, wenn du große Beef hast. Und sie noch keinen kleinen nehmen, ne? Ich meine, Daniel Radcliffe Ja. aus nach jung mehr war schon Rollereich und Bill Paxton aus am Filmgeschäft. Ja, da kann es sein, dass das dadurch auch dann den echten GTA so bekannt ging. Durch so eine mega kontroverse Szene, wo auch richtig auf der Kurte Kriegen stand ist. Dadurch aus den echten GTA bekannt. Das ist aber mal von nicht von den Heidern, weil soweit wie ich gesehen habe, dass Rockstar Games früher recht ab dem 3. Den 3 waren sie, also zumindest auch mal das Ham Hauser, der Co-Founder, der das ab dem 3 haben sie so geschafft. Ich bin mal Lothar gar nicht mehr sicher, wen Ja, wieder ich meine, der Köch von der Place von GTA 2 ist Logo auch schon drauf. Ja? Okay. Ja, da müssen wir dann genau noch gucken. Ja, oder das Take-Two spielt, Ja. da kann ich auch. Aber verschmengen zumindest doch die Geschichte vom Film, also die Affäre mit dem Afro und so weiter, als Mensch von GTA 3 uns, wo du Ja, okay. Okay, cool. mehr ein Plan gegen BBC. Bam. Das Ja. Take-Two Interactive gegen BBC. Wir bleiben nur Ja. Voilà, das waren die News von Haut schon. Und somit kommen wir dann zu einem nächsten Thema. Und das ist Spieler vom September machen wir Spieler vom September. Constantly play video games. Voilà, das waren Games vom September. Da waren ja ein paar Flotsachen dabei, wie immer. September, das ist ein Neujahrsstart vom Monat. Ja, ja. Weil ich fand, war Phantom Pain, natürlich, Mad Max. Oh ja. muss noch weg. Und, ja, da waren noch, sind nur mal viel, also an den Listen, die man haben, über die Spieler, die alle rauskommen, sind immer viel kleiner Kartspieler dabei. Obwohl die sich auch oft als kleines Geheimnis Ja. rausstellen. Also, Zumindest weil die auch immer ein bisschen dabei. zu Manner Kasten, ne? Ja, Genau, Echt, genau. Und oft besser sind wie verschiedene Großspieler. Ja, Ja, von Indie-Developer gemacht, mit ganz viel Live dran. genau. Den haben wir behalten. Tony Hawks, Pro Skater 5. Ja. Ja, ich habe den Trailer gesehen, ich war ein bisschen enttäuscht, so gut, ne, echt nice, da Nee. raus, geil. Ich meine sogar grafisch gesagt, das Animus. Ja, auch. Ah, Aber das das kann ja spekulieren, wie viel Budget sie am Anfang hatten. Ja. Und sich erhoffen, dass es kriegen, aber was aber gut nicht Neues rausbringen. Ja. Das ist ein bisschen traurig, wenn du denkst, wie cool das Demos war. Demos war Ja. Wahnsinn. Ja, mit Mit der den 2 oder so war das der zwei oder war drei. freck gespielt. Gell? Ja, also schon den schon direkt gespielt, geil. Und das war immer mit witzig. Immer ultra Kompo und zu machen. Na ja, ja. Unrealistisch. Ja, aber nur kannst du an der Luft hängen und einfach
Ja, und da konntest du aber am Menü landen. Genau. Das Problem ist, sie haben das nur so gemacht, weißt du? Und da war noch ein Spiel rausgekommen, das Skate geht. Das war mega realistisch, du hast ein bisschen Kickflippe. Das war so knifflig. Ja, gedreht. Das war mir schon ein bisschen zu knifflig. Ich appréciere den Erfahrung so Ja. realistisch zu machen, für mich war das Spielspaß drin. So. Ja, und das war. Tony Hawk ist mehr so Arcade-like. Ja, das ist ja auch das gut. war- Nee, war- Tricks und so. Vielleicht fangen wir Gelegenheit zu spielen. Ja, wie weiß. FIFA 16. FIFA 16. FIFA 16, ich habe schon ein Kollege steht mir so gesagt, ich will mit mir unbedingt das Spiel spielen. Ich fand persönlich spiele ich nicht allein, aber Ja, mit Kollegen Ja, gerne. wahnsinnig witzig fand ich. Und dann das viel versprechen. Oder mit einer Frauen-Equipe dran, also Ja, mit der das ist Frauen-Equipe ja, dran. ja. Das ist neu. Und sie holen ja mittlerweile, holen sie nicht mehr, machen sie nicht mehr alles immer für 4. Ja, ja. Sie holen das Spiel am Ende immer neu. Das wird richtig seit kurzem angefangen, also sie waren richtig seit paar Jahren so, wo sie so ein Lohummer-Eisen-Dings gefunden, machen wir den immer besser. Ja, ja. Also haben sie immer für ganz viel gefangen, weil das Spiel immer ganz anders. Wo in der Woche muss sagen, dass das halt wie teilweise da zum Beispiel bei Call of Duty auch der Fall ist. Ja, die Hölle kann man, die selbe Szene. Naja, ich war noch Cutscenes. viel FIFA, wo ich immer ein bisschen lachen, wenn sie, weißt du, lo, die neue FIFA, alles komplett neu, weißt du, Ja, dann das guckst ist du. wirklich anders gefühlt, ja. Ja, weißt du. Ja, mit das auch, was willst du zum Fußball viel Neues Ja, ja, das ist doch nicht schlimm, Das- voilà, du spielst so Das gut, wirklich ich meine, schon gut, voilà, das wirklich schon gut. klar. Fritz Schuss, ob da wäre das immer alle Jahre neu dran. Ja, Bah, ob da wäre das für sie, das ist sicher der Wert, ja. Für sie, ja, Ja, und ich meine, für dich klar. als Spieler ist dann froh, wenn der lo wichtig, wenn du wirklich ein Fußballfan bist, und der ist wichtig, dass die Kaderen immer up to date sind, alles immer, weißt du, da verstehe ich, dass du vielleicht siehst, ich will die neue Edition. Ja, ja. Internet. Ja, genau, bei Ja. so Franchisen, die wirklich immer um der Zeit spielen und neu machen, wie zum Beispiel Call of Duty oder FIFA. Franchise, wieso machen sie nicht in online? Wo sie immer im Updaten, Voilà. wo immer Oder sie Man bringen up-to-date sieht ja den FIFA Online. Geht das FIFA? Das gratis auf Origin Ah, ja. kannst du zum Beispiel spielen. Das am Anfang also den FIFA-Spiel, wo du kannst alles plus oder minus machen wie auch an dem großen FIFA-Spiel. Das ist just nicht den neuesten Engine und so, das halt ne, sieht ein bisschen mehr aus. Ja, ja. Also, das voilà, das Free-to-Play und du kriegst so, ich meine, das wie den E-Modus, den du doch am FIFA, am großen FIFA gibt, hat man wo du doch mit der Karten du hast. Wo du Ja. Spieler mit der Karte kriegst und der ja. Kader so musst. Ja, ja. Ist das. Und dann online halt gegen deine Leute. Ja, Und du- Das ist cool, ne? Was ich Ja. ja. gemeint habe, wäre, du hast über den Konsolen, dein Computer, alles, Ja. du bist ja permanent am Internet. Ja. Bon, SWAT, das ist natürlich nicht so lukrativ für sie, weil sie nicht alle Jahre Spielkinder bringen, aber das ist wirklich nicht das Problem, der meiste Kader einfach dran zu setzen. Das stimmt, mir ich will dich direkt bremsen, weil das EA, ne? Das heißt, wenn du an die Richtung gehst, da kriegst du geschwind könnt FIFA raus und du kannst alle 2 Wochen DLC kannst du neuen FIFA. DLC. Lo heute Cristiano Ronaldo so ein T-Shirt dünn. Den neuen Strümpf kriegst du für 5 Euro. Das ist Ja, der ja, Beste. ja. Und Nachleben, sie bringen auch immer für die bekamen. Ja. Ich weiß nicht. Weil Call of Duty Online geht doch übersetzt. Das ist China, aus China geht ja. Call of Duty Online. Ja, ja. Die Leute Maps von, ich weiß nicht mehr, also von Modern Warfare, von der ganzen Serie. Ja, ich Das meine, sieht ja, von, halt Beispiel voll, an, von Black Ops und nicht dann ein pur ausgesichtliche Waffe, noch aus allen Teilen. Ja. Es gibt kein Singleplayer-Modus, es Ja, gibt just just- den Online-Multiplayer. Ja, das ist ziemlich cool. Also, Ja, ich- das ich sehe ist so- ziemlich Version. So. Ja, aber das ist cool für sie. Ich meine, für sie wird immer gespart. Warte mal, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber, das ist vielleicht auch cool. Das Konzept fand ich cool. Weißt du, einfach, das einfach alles ein bisschen zu zoomen. Weil ja. Fragst dich, wieso immer immer Night Man, wenn die anderen sich einfach so viel. Na ja, das so dann, ja. Also, witzig. Call of Duty Online. Call of Duty Online. Ja, Pardon, ich wollte. Schneid mal lieber raus. Ja, das Spiel auf dem September. Spiel vom September. Von den Super Mario Maker Super Mario Maker, ja. also da an Eurofrench wat dabei rein du sind schon pur die so wie Sache schon Verrückt Level, ja. wis an ihrer Version schon spielt wo sie der spielen Ja, ja. die ist schon so dommeten der Dra du kannst sie auch Sounds dran machen du hast dann so an zum Beispiel ich weiß nicht was Blumen die raus könnt mich dann den Sound den du gemacht hast aber natürlich kommt du absolute Pracht dabei schon so genial. Ich kann mir das gut vorstellen. Das scheint noch nicht schlecht Das ist schon so krass, und das ist schon mal ein Argument, die Wii U. Ja, ja.
gehen sie los viel Argumente dafür Genau, sie aber klar an von ihrem Zyklus also Ja. sie den NX den du dann soll kommen von hinnen das gibt den Urfolger von gucken was die Welt gibt ja mir das also du merkst doch und hin selber all die letzten Präsentationen wo sie waren und sie wenig nach op Wii U gesagt also Ja, das ja. viel für Zukunft schon wahrscheinlich die neue Zelda könnte mich für Wii U raus und das war Nachrichten den neuen. Sowieso ich meine, wenn das Super Mario Maker boomt, da könntest du auch auf der nächste raus. Oder Ja, so, das kann ich mir vorstellen, dass das selbst das werden sie immer im Ja, Update mit neue Sachen dann. Ne? ja, auf jeden Fall. Cool. Du musst mal direkt Startlevel machen. das wäre doch ein Challenge Aber ja, Voilà. Dann kommen wir lo zum zu Spieler von der Woche. Zu Spieler das ist Nummer 1. Ja, das ist dann noch gleichzeitig auch der Beitrag von der Woche. ja. Voilà, Spieler von der Woche, das gesinnt ja Mai. Das erste, von was wir schwätzen, ist Mad Max. Mad Max, also endlich released gehen. Ich bin ein riesengroßer Mad Max-Fan. Ja. Das ist schon mal so. Sowohl vom Film wie auch die Art-Filme an. Ja, schon ein kleines Video gemacht gestern. Einen kleinen ersten Aperçu vom Spiel. Nächste Woche kommt dann die Schlussfolgerung von dem Ganzen. Und ich kann aber schon so, also auch Mad Max Spiel. Ich bin natürlich Fan, ich bin nicht neutral, aber es sieht wunderbar aus, das ist extrem gut optimisiert, flüssig, PC und so weiter. Und das riesengroße Open World Action. Cool. Das ist genial. Also ich spiele dick gerne. Guck mal, wo der kleine Video, den du gemacht hast. Yes. Als großer Mad Max-Fan konnte ich mir natürlich Gelegenheit nicht entgehen lassen, das Night Mad Max-Spiel PC zu testen. Gestern konnte ich schon den ersten Teil von meinem Mad Max Video High Infect Place Games Channel gucken und nächste Woche geht es dann auch nach Part 2 davon. Ich kann euch aber direkt verraten, Mad Max ist ein grafisch spektakuläres Open-World-Action-Spiel an der Third Person. Developer sind Avalanche Studios, die spätestens seit Just Cause 2 bestens bekannt sind. Der Hauptschwerpunkt besteht aus zwei Bereichen. Das ist erstens Melee-Kampf und zweitens Autoen. Autoen gibt da immens viel, an all sind sie optisch wie auch technisch upgradebar. Und so macht es enormen Spaß, durch das wunderschöne Wasteland zu cruisen, Questen zu erledigen und sich bombastisch an 10 gesagten Autos Schlüchten zu liefern. Spiel als wie gesagt vollgestopft mit Content und Optimisation und PC als quasi perfekt. Für mehr Gewürze zu gehen, guckt nächste Woche auf unserem Channel The Part 2 von meinem Video. Voilà. Voilà, ne? Ist ja aber nicht schlecht. Das ist wirklich mega cool. Und das ist Open World und fühlst du dich wirklich frei und kannst du machen, hin, wo du willst. Das ist kein Loading Times. Also du löst denke an Spiel ran und dann das permanent do die Welt den generiert wo du warst das hilft du sagst also Draw Distance ist enorm. Also du sagst quasi du hast so Luftballer mit denen du kannst rumfliegen auf verschiedene Plätzen, da dass du Fast Travel weißt du, so ein bisschen wie Tower bei Assassin's Creed also und du mal drauf fliegst, du sagst wirklich bald die ganze Map. Ja, das ist cool. Das natürlich schreibt mir weit und so ein bisschen so Effekte. Ja, aber das ist ja normal. Also, voilà, das ist wirklich an die Optimisation, also schon in meinem Video schon gesagt, von gestern auch schon gesagt. Und auch einer YouTuber, wo ich mal so gucke, und auch gesagt, ja, erstaunlich einfach aus, wie gut das Spiel optimisiert ist. Also oft zum Beispiel, dass ja immer Pach aus sich, ne? Ganz oft hast du dort Probleme, dass so ein PC nicht gut optimisiert sind, dann hast du mega Hardware, trotzdem ruckelt oder high oder so.
best Biolo Batman Arkham Knight Arkham Knight ja Für war, wenn du Problem aber das mittlerweile das war ja vom PC im Ruf geholt gehen Steam war drauf. das aber nur neue Patch raus soll anscheinend gelesen sind Ja, und war grausam, war einfach so voller Bugs, also so, Ja. das vergiss es. Okay. ich muss jetzt so ich habe kein Problem auf dem Spiel schon doch Ja, das war nicht schlimm. Dein Computer ist wie von der ja, Nase. mir andere und nach Der Computer, den wie so, von der Nase. so dramatisch was das auch noch nicht Das ist ganz normal. Mit dem muss ja natürlich mir du kennst immer der Flee. die nach viel mehr krass haut und die hatten aber auch Probleme schon nicht verstanden was Ja. weil der Titan das lebt absolut flüssig das du crankst doch bis auf dem Maximum gesagt genial Ja, aus schon und das gesehen, der total Qualität schmeckt flüssig cool. also Geil. und noch nie Spikes gut nicht ne Ja. Das ist ja. cool. Was dann noch liewig, wenn es dann zu China geht. Weißt du, das finde ich ja bei Das ist Open ein World Wasteland, Spieler so ne? gerne. Das, Mad Max aus Nee, aber ja. ich verstehe was du meinst ich verstehe was du meinst Weißt du, bei Open World Spieler fand ich immer immens cool, wenn es das Gefühl ist, die Welt lebt so Ja. von der Spiel Ja. ausmachen. Ja. Wird das Charme, was ist der Lohn, wenn wir spielen? Ja, das ist schwer so. Das ist schwer. Also Charme für mich, ja, das ist ein riesengroß Wüst an. Ja. Du hast extrem viel unterschiedlich Platten, aber alles wüste Stil, mehr halt unterschiedliche Farben, mit mehr stängisch, mehr sandig, mehr. Ja. Und du hast Camps, ne, von kleinen Camps bis Großcamps. Und ich sind noch nicht, ich habe schon 9 Stunden gespielt, das Spiel, aber ich sind noch nicht so weit. Das ist auch wirklich ein großes Spiel mit viel Inhalt, weil die größte Plan ist Gastown, die auch bekannt ist als alte Mad Max Filme und so. Und die gesehen ich immer an der Distanz, weil die hat leider so Uwe, wo Feuer rauskommt. Ja, okay. Ich war nicht da, ich weiß gar nicht, wie die Stadt Hast du das drin? Nee, ich kann da nicht, ich bin nach zu schwach. Ich ja, war damit, okay. dass ein fett Part, die bewahrt ist. War ich Das ist ein freischaltbar Dealer von der Map. Ich weiß nicht, ja, also nee, du musst nicht freischalten, aber du hast halt keine Chance, wenn du nicht stark genug bist. Du hast so ein Fettpart, und du siehst alle Götten die Base, mit hier ein Auto und so weiter. Und wenn du da einfach hingehst, du kannst einfach drinnen gehen. Aber du Ja. durchzugehen, Wie Fallout 3, wo es einfach gemerkt ist, ich sind halt Ja, du falsch. kannst Keine passen nicht hin. Ja, das tust du du nicht. musst dich abmotzen und so. Ich bin gespannt auf die Stadt. Ich will wissen, ob du viele NPCs sehen, ob das, voilà, wie die Stadt so hast. Ne? Okay, cool. Absolut cool. Yes. Also, Dann, das sieht wirklich spät aus. Dann hast Nummer du... 2. yes. Until Dawn. Until Dawn. Das Spiel war so schrecklich Horror. Ein kleines Video können wir auf dich gucken. Wenn der ein Fan von Horrorfilmen sieht, da kann sicher das folgende Szenario. Eine Gruppe von Jugendlichen geht an eine Hütte, die Dave am Busch verstopft und schlecht zugänglich ist. Das Ganze für sich eine schöne Zeit zu machen, aber es entwickelt sich zu einem Albtraum. Sie sind nämlich nicht allein am Busch. Alright, wizard. Until Dawn ist genau das, just als Spiel, respektive als interaktive Film. Du als Spieler musst nämlich die Art stereotypisch und offensichtlich amerikanische Jugendliche durch die Nuss bringen, und für sie Decisionen treffen. Oh, congrats, you're top cow. That's real deep calling Miss Homecoming a cow. Oh. Diese Decisionen affektieren, ähnlich schon gesehen bei Vierräder wie Heavy Rain oder Stanley Parabel, die ganze Story. Wo kleine Entscheidungen wie erscheiße das kleine Kaffeechen oder nicht, die darauf sind, den Charakter von der Figur beeinflussen, über Antworten und Reaktionen und Dialoge. Look, I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, I gotta be honest, I'm really kind of insecure. Bis zu Millisekunden Reaktionen und Entscheidungen, wenn es spannend wird. Die Entscheidungen und Decisionen verändern darauf Sinn die ganze Story. Entwickler Supermassive Games haben nämlich dafür gesorgt, dass es viele verschiedene Variationen vom Schluss gibt, die alle vom Spieler aufhängig sind. Das macht als Until Dawn irgendwie einen extra spannenden Horrorfilm, der ganz von einem selber als Spieler aufhängig ist. Es will ihn nicht versorgen, es will ihn die richtige Entscheidung treffen, aber wenn er nicht schnell genug reagiert, geht es nicht einfach ein Knäppchen für die Neu zu lösen. Das Spiel verzeiht den Fehler nämlich nicht und es geht einfach so weiter. Du als Spieler hast die Reaktion nicht, also hat der Charakter sie nicht, also verläuft Geschichte auch dementsprechend. Dazwischen findet ihr immer gerne ein paar Hinweise auf die Story, zum Beispiel kleine Hinweise oder Stecker von einem Totenfall, den der Zukunft voraussieht. Das Spiel selber ist ein Kapitel abgebaut
und erinnert dich zwischen denen immer um deinen persönlichen Spielverlauf an die Entscheidung, die du getroffen hast. Dazwischen kann doch immer einen kleinen Psychotest, wo kein geringeren wie den Herr Peter Stormer dir als Psychiater pur persönlich Fragen über deinen Charakter stellen. Aber wiefern der den Abschluss auf das Spiel hat, habe ich noch nicht gemerkt. Aber okay, why not? Aufgesehen von der Grafik, die teilweise wirklich beeindruckend ist, suche ich fix Kameraperspektive für ein schönes Filmfeeling mit Bildern, die definitiv fantastisch ausgesehen. Es ist ein Genre, den definitiv noch nicht so oft vertreten ist an der Gaming-Welt, aber durchaus Potenzial hat. Für den ganzen Nacht mehr Filmflair zu gehen, und der Developer von Supermassive Games auch nicht in ihre Figuren gespürt und dafür carrément richtig Schauspieler geholt. Auch wenn das Spiel mich mehr zum Grinsen wie zum Pferd beruhigt hat, hat es mich aber ganz gut in der Hand. Charaktere wirken mehr menschlich, wie nicht von Videospielfigur gewinnt das, und mit dem großen Abfluss, den ihn als Spieler hat, fühlen sich wie Regisseur von seinem eigenen Horrorfilm. Until Dawn, seit dem 25. August für PlayStation 4 heraus, als etwas für Jitterin, den Horrorspieler oder Filmer gern hört, und open als für alle Genres von Videospielern. Also, voilà, und das war Until Dawn ein kleines Ding. Der sieht, das kein Spiel wie das ist mir so nochmal unkonventionell, weil es gibt nicht so viele Spieler an dem dritten Stil, wo du am Anfang hauptsächlich einfach nicht muss entscheiden, was so nicht, was man nicht, ja. Ich weiß, für mich best vor Glas Heavy Rain, PS3. Ja. Und das ist ja ein Horrorspiel, Until Dawn. Ich war just nie wirklich an Horrorgefühle kommen, weil man nicht unendlich, weil man witzig, sie sind so Stereotypen, ja. Voilà, ja. Sie sind so Amerikaner. Ja. Und ich weiß, das ist vielleicht auch Express gemacht. Das ist mega also das alles, also, das ist keine Parodie, das ist ein Hommage und Horrorfilme und all die Horrorfilme, die ich so kann. Ich schon noch viel mehr gerne dafür. Das Spiel mehr gefreut. Ich muss so nicht genießen, nicht einfach nehmen, weil es so ein bisschen kitschig ist. Yeah. Weil mich automatisch erinnert so die typisch Slasher-Filme. Ja. So die Teenie-Horrorfilme. Ja, voilà, weißt du. Das ist ja auch schon, wie ich so, das ist ja auch schon am Video so. Das typische Szenario, pro Jugendlicher gehen Info und verlosen Barack am Busch. Und sie sind nicht allein, ist das ist aber wirklich, ich fand, ja cool, und doch muss ich so ein Deck gut ausgesehen. Ja. Sie sind natürlich bei so einem Spiel, wo hauptsächlich ein Video gehen und so. Ja, das ist mir einfach wie ein muss ich sich natürlich auch viel mehr gehen auf Grafik. Nee, auch die Atmosphäre ist aber auch das, also das ist eine gut gemachte Atmosphäre. Ja. Gesagt, das ist nicht immer ein Shade oder technisch gut gemacht oder so grafisch, du hast wirklich viel Platz, wo du siehst, wow, die Atmosphäre ist schön. Genau, ich finde es gut, paar Screenshots gemacht. Ja. Weil hier hat sie ja die Fixkamera, natürlich, du warst schon ein bisschen so, das ist ein bisschen, erinnert das stark an die ich weiß, der Evil oder so, wo die Fixkamera waren. Ja. Just du hast nicht so, du bewegst dich Kamera nach Heinz und Matter und Heinz ist da fantastisch cool Bilder, weil du warst aber gerade am Gang trippeln und dann Bemol geht Kamera Matter an den Eck und hat gesagt dann fantastisch aus und sie noch Kleider und alles gesagt, ich war immer Mufang, war ich immer im boah, das wie ähnlich wie ich die Order gespielt habe, wo ich andauernd stehen blieb sind und so sind das gesagt so gut aus, das ist Wahnsinn, ja. Du verfragst dich nur ob zukünftige Spieler, wann sie löst. Und du als Spieler so löst mir was du so fertig können bringen, gehen. Das ist ein interaktiver Film. So. Ja. So ist Heavy Rain. Du bist der nächste Regisseur an dem Film, das ist cool. Du musst wirklich schließen, verzeiht auch nicht von zu denken. Du können eine 10, wo du musst laufen. Da hat man auch gerade ein Video gesehen. Ja. Und da musst du schnell Viereck kriegen. Dann könnt ihr Runde, dann könnt ihr Dreieck, dann könnt ihr einen Dreieck. Und du vertippst auf halten und dann ist tot. Oder du kannst in eine ganz andere Situation und denkst die ganze Zeit, na, ich kann aber nicht luden. Weil das Spiel seht da einfach, voilà, ja, du kriegst nicht gedreht, das ist dein Menschenkruden nicht gedreht, voilà, und das ist nur dein Film, voilà, das ist nur dein Ding, das ist der Butterfly-Flag. Butterfly. Mike, willst du noch trinken für eine Sendung? Nee? Okay. Ja, aber das ist der Butterfly-Effekt, wenn du dann eine kleine Decision hältst, die dann enorme Auswirkungen hat. Ja. Sorry, ich bin beim Trinken. Ich bin gepusht. Kann man dir noch riechen? So kann das Video nicht. Du dauert das dann. Ey,
Das ist ganz wichtig, ja, alles was du siehst, auch von nimmen Nebensäche schenkt, ändert dann dein ganzes Spiel. Ich meine, es gibt so, es wären hunderte verschiedene Schlüssen. Es sind auf alle Fall viel verschiedenen Schlüssen da und das ist ganz cool, weil du noch, wenn es mit dem Kollegen Schwarz wie war, da für dich das ganz anders geschieht. Das ist auch, ich muss auch sagen, ich fand auch das gerade cool, dass du mit alten Personagen spielst. Das nicht just du bist und du liebst das just, nee, du liebst alle Situationen als ein Mann und einen Blickwinkel. Genau. Du denkst dann noch dran, wie es hin. Ja, voilà. Wenn du ihn hörst, dann denkst du, was gibt es machen? Ich gebe kein Wischen nicht aufschießen. Aber ihn möchte. Ihn ist ein Idiot, also möchte. Und das ist wirklich mega cool, ich finde wirklich mega gerne. Heavy Rain habe ich persönlich ein bisschen besser gefunden, weil das war ein bisschen mehr kriminal. Du hast probiert, den Fall zu lesen, die Dialoge waren mehr wichtig. Das war gesagt, war mir wichtig. Du hast immer nur gelernt, okay, ich meine genau, was das hat. Bei ihnen ist es ein bisschen mehr so, okay, sie zwei wollen Sex machen, sie zwei wollen, weißt du, hey, Bagatelle. Das ist mehr Popcorn-Kino. Das sind alle knackige Popo-Mädchen, die sind wirklich gut gemäht. Guter Polygon-Popo. Polygon-Popo. Nee, alles da, das ist wirklich mega interessant und für mich war es cool, weil ich hatte ein bisschen so du spielst immer die Spieler, die du kennst, du hast neue Spieler, die ähnlich sind wie die Spieler, die es schon hören und da war mal endlich mal was ganz anderes, das war. Ich fand mich ein bisschen mehr oft gemacht. Ja, mal sicher. War doch noch cool als war doch noch cool als da sind zwischen den Sachen zwischen den Hauptgeschehnisse die sind von den kleinen Hinweise an ob Geschichte an ob was geschieht auf wie war das geschieht von den kleinen Fotos die da kann umdrehen das ist auch immer wichtig gemacht so ein Foto hältst okay du trägst Knäppchen R2 das du nicht mehr PlayStation kannst du R2 so trägst R2 und du setzt den Handschellen und hier do okay da muss man am Joystick merkt falsch das denke das sind die ganz Action-Szenen also wenn schon einmal mit Kollegen gespielt und die sagen oh Skill du hast das Deck gut gekriegt und Fotos sehen das ist klar nee von den Sohn von den noch Totems von die da dann geschieht bis voraus und da gibt verschiedene Sorten einmal dass da der Tod voraus gesucht wird da gesagt ungefähr wenn die was kennt und noch situationsbedingt okay zum Beispiel gesagt dann falsche Fortflehen und du merkst du dass die 10 wo ihr hat man Schnee du kannst stehen deren Chase auf der viel schon nicht und du heißt schon ungefähr was ideal ist und das ist auch cool also das nimmt so das während Dialoger musste das der was du siehst oder während dem Laufen muss schnell drecken mehr auch so klein damit sind aber danach auch ja dann haben wir auch nach Metal Gear Solid 5 was die Olo rauskommen zeigt gleich selbst darf man nicht Konamien. Ja. Trotzdem sind da spielen. Dort so auch ein kleines Video. Den weiß mir nicht. Hallo? Lang Joer as et hier seit Metal Gear Solid 4 released gouf. Wie et dun soweit war an der charismatische Spielentwickler Hideo Kojima offiziell ugekönnecht huet, dat d'Spiel kënnt, wart Fred natilech gross. Et sollt dat gréisstend an ambitionéiertst Spiel aus enger Karriere bis Login. Alles war am gute Weh, bis op Emul Gerüchter d Relationun tschen dem Hideo a Konami entstern sinn. Leider hu sech de Gerüchter auch als Woer bestätigt, die 2 Kilo getrennte Weher an et herrscht zumindest vu Konami seit aus ganz schlecht blut. Aus spätstens seitdem dem Kojima sein nächste Projekt Silent Hills gecancelt gouf, krute viel Leid Angst, dass Metal Gear Solid ein ähnliches Schicksal erwart. Den 1. September waret du awer soweit an Spiel ass op de Markt kommt. Ech schon Spiel um PC ugespielt, a mein echten Eindruck ass ziemlich positiv. Spiel geseit gut aus, lebt flüssig, a wat Story ubelangt, ass bis lo ganz interessant. A seit op ménger Motherbase ukom sinn, mëcht sech och d'Ambiioun vum Spiel so loes bemerkbar.
Allerdings muss ich sagen, dass ich mal 3 Spielstunden bis lo des Stats no recht 1% vom Spiel gespielt hun, was dazu feiert, dass ich nach weit von einem definitive Fazit wäsch sind. Dafür gibt es dann aber geschwind ein ausführliches Video hier im Channel. Voilà, ja. Matrix 5 nach nicht so viele Informationen dran, weil das Spiel ist so enorm groß. Ja. Also schon 3 Stunden bis verbrüchen am Spiel und ist bei 1% overall Progress ist so 1%. Ja, das ist einfach schon cool. Also schon lange nicht mehr schon genial fand, schon wo ich auf meiner Motherbase gekommen sehen, einfach ab dem Moment kriegst du halt dein der Fallschirm für Sachen wäsch zu transportieren und so. Hat schon gesehen, du schon so viel lachen, einfach weil du den 8 Tutorial, den du kriegst, den erklärt, wie das geht. Also, du hast halt den Ocelot, den als Spider, den erklärt er etwas und die sagt ja, okay, mal ja, dann test ein Kehr, und dann könnt die nächsten Zeit eben Dinge, Männer, weißt du, könnt innerglaub, also, weißt du, steht da und dann musst du für dich subduen, und dann, fort man Dinge, weißt du, da könnt du, das heißt, die nächste könnt schon gelaufen, also, stellst du hin, du musst das 5 Mal machen und könnt immer eine andere, weißt du, das sind die loyal Diener, egal was du brauchst. Ja, das ist im Moment noch, wo du auch für den Tutorial, wo dann auch so 6 Soldaten von der kommen und einen Kreis und dann musst du sie ein bisschen zermühlen und dann einen Bodenlein an so aufschießen und sagen, thank you sir, merci, dass du so Stift zerschlagen von der. Natürlich, das ist auch viel Humor dran. Also das ist immer so eine kleine Mischung aus da sie auch das Metal ist immer ein bisschen auf eine Art und Weise seriös, gewisse Geschichten, auch dramatisch und emotional und so. Und auf der anderen Seite ist auch mehr dumm. Ja, wisst du auch schon übernatürliche Sachen und so. Ja, den das Feuer an du. Ja, das sind der Purging. Ja, Psychomantis und so. Ja, und den Vampire. Ja. Das war Vampir. Ah, okay. Kleinen Easter Egg, den ich gerne verroten, weil der finde ich wahrscheinlich sonst nicht, wo ich gelesen habe, als irgendwo im Spiel, sondern mal nicht wo, als den Hideo Kojima. Den ist dran. Ah ja. Bestimmt an einer Zugangszeit. Ah ja, ich hatte da noch gesehen. Aber ich weiß auch nicht wie wo. Ja, das dran. Ich weiß nicht, ob man so hecht am Spiel oder so, aber das Chlor heben. Okay. Ja, ich fand mit der Küche so rum so wie. Ja, das ist cool, dass du das beibehalten. Zum Beispiel, weil sie das dann auch so seriös, das heißt ja, weißt du, das tut den Numm. Also das ist ein taktisch, weißt du, tactical, bla bla, weißt du, das ist nicht ein Köst. Ja. Weißt du? Das ist voll cool und das ist cool, dass es mal um Klassiker eigentlich mal reinkommt. Ja. Und klar, nächste Woche könnt du dann ein bisschen mehr ein detailliertes Video über das Spiel. Cool. Und ich ein bisschen mehr Zeit daran investiert. Ja, also, ja. Wenn auf einen Tag 2 große Open-World-Spiele rauskommen, dann ist das natürlich... Ja, da weiß ich nicht weiter. Das ist auch ein bisschen komisch, so hin und her zu switchen zwischen den zwei. Und du siehst, okay, wo spielst du noch ein bisschen da für ein Video zu machen oder so. Ja. Und immer, weil es steuert sich ja auch nicht und du hast andere Sachen, die du musst. Ja. Immer das Switchen ist auch ein bisschen komisch. Ne? Das ist klar. Final, weil Tastenkombinationen bestimmt bald sich ähneln. Ja, der Gros ist natürlich immer dasselbe, aber du hast du hast dann einfach du hast andere Mechanics, du hast andere Abilities und so weiter, die halt die scheint zu was an dem einen und du denkst, wieso kannst du schon denkst du willst am falschen Frucht. Ja, cool, also so ein Ding, ich freue mich auch, wie die Verkaufsstelle sind und 2 Wochen und dann bin ich gespannt, du auch noch, was du für Feedback könnt von den Leuten. Ich meine, da gucken wir mal nächste Woche und dann gucken wir mal, wie das noch 2 Wochen wird du schon gut zu zusammenkommen. Da muss ich noch nach kurz, das will ich auch noch kurz so, weil ich einen Witz fand, das bei Mad Max, ne? Fans an all möglichen YouTuber, an Streamer und so weiter sind nicht alle eins, dass das Spiel mega aus. Kritiker irgendwie sind und so,
Das ist sowieso was Fanzone erzählt. Ja, das ist immer so komisch. Frisst schon mal, weißt du, Haut da. nicht bezahlt. Nee, ich meine, Haut da so Reviewer, Game Reviewer, sie auch nicht, dass du nicht so wie bei Filmen, dass du siehst, das sind alles die die verstehen das nicht. Nee, das ist das ist wirklich komisch. Ja. Aber was kritisieren sie da genau? Was war bei einer Sache? Eine Sache, wo ich gelesen habe, wo ich gedacht habe, naja, das ist ein Review, wo ich den verstehen kann. Zum Beispiel, du musst Ressourcen sammeln, wenn du mit deinem Auto fährst, du denkst, Action durch die Wüste, du hast keinen Benzin mehr, du musst Benzin sicher gehen, ich muss Scrap sicher, ich bemerke, du spielst Mad Max, du bist an einer Wüste, Sinn hast, dass du deine Ressourcen limitiert. Und dann und dann hast du einen cool Shotgun, und du findest bald keine Munition, was hast du Problem? Du willst ein anderes Spiel mit dann okay. Das sind die von EA DLC kaufen für, weißt du, die über Battlefield all Shortcut kaufen gehen für, weißt du. Du musst ja wohl gewisse Spielspaß dabei 100 sich ein bisschen vor da dann. Nee, also ich verstehe, was du vielleicht den das nicht gerne hört von so Sachen, weißt du, limitiert Ressourcen, limitiert Munition und so weiter. Okay, mir dann hast du nicht das Spiel für dich, verstehst du? Du kannst dir immer Easy Mode, okay? Wenn dir das nicht gefällt, gehst du einfach auf den Easy Mode und dann spielst du das für den 4er. Voilà, das ist mal dazu. Dann haben wir nach... das waren die 3 Spieler von einer Woche. Ne? Ja. Lo bleibt just nach Gewinnspiel. Gewinnspiel. Voilà, Gewinnspiel also. Für mal Hinkel. Ja, von dem letzten Gewinnspiel war der Gewinner der Gilles. Genau. Ja, Gratulation G. Und Max Play Matt gespielt und waren noch 2 andere. Sven und den Tomolk. Sorry. Merci, dass er Matt gespielt hat. Vielleicht klappt das ja. Ja. Froh, das kann ja als nämlich geht für dich wurde gewinnen. Vielleicht mal ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja. Gewinnt das kann ja als ein Xbox Live Gold Membership. Ja, Gold Membership, da kann in 3 Main online sehen. Von euch fertig. Oder da hängt davon ab, wer da spielt. PlayStation Plus Membership. Das ist von der Gewand. So, da ist wer das Spieler ist Xbox, Spieler PlayStation. Oder? Sorry, ein PC-Spieler, Nintendo-Spieler, das ist fair, das ist doch nicht. Oder ein Steam-Gift-Card. Oder ein Steam-Gift-Card, am selben Stück. Oder ein Steam-Gift-Card, der sieht man, das gut, man den aufgeschwart. Auf jeden Fall kriegt er etwas her, voilà, okay? So, das war das Spiel, mehr so, das war das Spiel, mehr arrangieren nicht. Froh, als nehme ich das. Auf welchem Jahr war der Portal 314 Vierfall? Okay, also das ist froh. Wenn ihr dann wisst, checkt das bis... Meinst du, Dünstes? Dünstes? Bis Dünstes Halberning. Bis Dünstes Halberning. Und zwar, ja, Halberning, wir hatten so 22 Stunden Minuten erweitert auf alle 40 Stunden. Okay? Und schickt das auf infactplacegames@gmail.com, die richtige Antwort. Mit dem, was er spielt, das ist so das Wort, will das Steam Gift Card, will das PS Membership oder will das Xbox Live. Schickt euch das und dann guckt mal weiter. Wir geben es frei. Als Spieler, die machen wahrscheinlich mehr Frieden als drüber. An dir Frieden ist auch noch. Absolut. Und da geht es froh. Oder den Herr Fautsch. Den Herr Fautsch. Thomas sind wir da noch schon gekommen, gebe ich so, ne? Ja. Schluss von dieser Fautsch. Mir so nicht wie immer vielmals merci, dass da angeschaut hat. Wie immer vielmals merci für das Feedback. Macht weiter so, schreibt uns, wer da wollt, wir sind für alles froh, was wir kriegen. Ja. Und gut, auch noch nichts Schlimmes, wieso? Nein. Voilà. Und ja, like, subscribe, so wie ihr Lust noch ist. Und dann sehen wir uns nächstes Mal herum, wenn es heißt, sie gut präpariert. Rote Knöpfchen Nummer 2. Nee, heißt Start. Start. Hey, ciao. Ciao. Salut.